Ja, wenn ich zu diesen amerikanischen Autos gekommen bin, das war ein einschneidendes Erlebnis. Ich war da BMX fahren, war 9 und wir haben gerade die Velo rausgenommen und da fährt ein 1964er Impala hin, parkiert, hat ihn an den Boden gestellt, hat hinten den Kofferraum aufgemacht, hat das Velo rausgenommen, hat den Deckel zugeschlossen, ist aufs BMX gehockt und ist gefahren. Wir waren dort Kinder und das ist einfach wow. Eine der grössten Hürden ist sicher hier beim Autokauf, dass man das Richtige kauft, dass es nicht verbastelt ist. Da muss man ein gutes Auge haben dafür, dass man es dann wirklich auch in die Schweiz nehmen und prüfen kann. Bei diesem Auto ist es so wie früher beim Töffli. Da haben wir den Tank oben, das Benzin drückt. Wir brauchen also keine Benzinpumpe hier. Das Benzin läuft in die Vergaserie und hier wird es dann entzündet und geht in den Motor rein. Ja, eben wegen dem Reingehen wäre mir letztes Jahr fast passiert. Ich habe einen 1964er Impala Kombi gesehen. Ein super Auto, eigentlich alles gut, der Motor hat gut ausgesehen. Und eigentlich schon dem die Hand schütteln und sagen, den nehme ich. Und dann sehe ich gerade noch etwas zwischen dem Radkasten, gerade beim Abschauen und sehe, dass der Mustang 2 Vorderachse darunter hat. Und das ist jetzt etwas, das können wir praktisch nicht oder nur mit viel Aufwand rückgängig machen in der Schweiz. Schade war, ich habe mich echt gefreut auf das Auto. Die 64er Impala Kombi sind natürlich auch häufig selten. Ich bin Alex, ich komme nach Kalifornien seit ich 8 bin und ich verkaufe amerikanische Oldtimer zu fairen Preisen.